Wir brauchen 125 Gramm weiche Butter, etwas Schnittlauch, 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Senf, einen halben Teelöffel Kümmel gemahlen, eine halbe Zwiebel, hier die rote habe ich gewählt, und eine große Zehe Knoblauch. Und was gar nicht fehlen darf, zum Schluss 2 kleine Gewürzgurken, 250 Gramm Topfen oder Quark und 200 Gramm körniger Frischkäse. Dann nach Belieben etwas schwarzen gemahlenen Pfeffer, einen halben Teelöffel geräucherten Paprika, scharf, und einen ganzen Teelöffel süßen Paprika, ebenfalls geräuchert. So, die ganzen Zutaten habe ich gezeigt. Heute machen wir einen leckeren Brotaufstrich, einen Liptauer. Ich habe den so ein bisschen in etwa noch herbe gegrillt. Unbedingt einmal bei seinem Kanal reinschauen. Ich habe die Zutaten schon vorgestellt. Wir brauchen 200 Gramm Hüttenkäse. Den tun wir jetzt gleich einmal da rein. Hüttenkäse. Mal ein bisschen Platz machen da. Dann tun wir nochmal von, das waren glaube ich 200 Gramm Topfen. Da nehmen wir nicht den ganzen her. Naja, hauen wir rein. Ein kleiner Becher Quark, Topfen, Quark. Dann haben wir 125 Gramm weiche Butter. Da haben wir jetzt auch gleich rein. Also ich habe die Butter weich gemacht, weil dann lässt sich das leichter mit dem Pürierstab schön mixen. Dann tun wir die Dinge, die halbe Zwiebel, ich habe eine rote Zwiebel. Und eine große Knoblauchzehe, klein gehackt. Der Liptauer ist sehr lecker. Ich liebe Liptauer. Kriegt man ja ganz schlecht wieder irgendwo im Laden zum Kaufen, also muss ich man selber machen. Bei uns hatten der nicht einmal gehabt und auf einmal haben sie ihn aus dem Markt genommen. Große Frechheit. Das mache ich mir selber. Dann tun wir die guten viertelten Teelöffel Kümmel und einen guten Teelöffel Salz. Ich habe 1,5 Teelöffel Salz. Mein heißgeliebtes Urmeersalz. Den Schnittlauch da wir dann unterheben. Dann brauchen wir ich sage jetzt mal 2 Teelöffel Estragon-Senf. Der Estragon. Gut, das reicht. Dann, ich liebe meine geräucherten Paprikasorten. Die habe ich von Bezugsquelle Amazon. Pimenton, El Avion, die bringe ich gar nicht auf. Das ist ein scharfer und da nehme ich ungefähr so einen halben Teelöffel. Die haben einen sehr guten Geschmack. Und dann nehmen wir einen geräucherten süßen Paprika.
Dann nehmen wir so einen Teelöffel. Dann haben wir etwas Pfeffer, nach Belieben. Genau. Und das Ganze werden wir jetzt mit dem Pürierstab kräftig durchmixen und zum Schluss werden die Gurken fein geschnitten. Die mache ich jetzt gleich noch. Gutes Opinel, französisches Messer. Nicht teuer, aber sehr gut. Sehr gute Qualität und vor allem höllisch scharf. Also bei denen muss man aufpassen. Wir machen bloß so kleine Würfel. Die werden dann nur locker unterhoben. Aber wie gesagt, jetzt werden wir das alles mit Pürierstab machen. Dass wir richtig schöne Masse zusammenbringen und dann zeige ich euch das nächste. So, das sind, Freunde, die leckeren Zutaten und die werden wir jetzt richtig pürieren. Da brauchen wir ja 8 Stufen, das gelangt. Jetzt eine schöne Konsistenz und ich sage euch, es ist absolut lecker, schmeckt mega geil. Am Sommer schmeckt es natürlich noch besser, aber jetzt im Winter, ich liebe diesen Bruder einfach wirklich. Einfach geil. Gut, ich zeige es euch dann, wenn ich ihn angerichtet habe. Also so soll er ausschauen. Also einfach fantastisch. So, jetzt haben wir noch die Gurken unterhin. Die haben wir jetzt einfach ein bisschen unterheben. Also ich sage es euch, schaut sehr lecker aus und einfach zu machen. Absolute Brot, zu Brezen, kleine Lorbeeren, Schwarzbrot, passt überall auf Weißbrot. Absolute zum Frühstücken aufs Brot oder Nachmittag zur Brotzeit, für Liptauer. Der mega geile Aufstrich. Da haben wir noch ein bisschen Knoblauch drunter hin. Jetzt ist er noch ziemlich weich und dann kommt er in den Kühlschrank, dann wird die Butter wieder härter. Dann ist es ein richtig zäher, schöner Aufstrich. Ich zeige es euch dann beim Probieren, da werde ich dann einmal anrichten. So sieht die Masse jetzt aus. Absolut einfach geil. So, ich würde sagen, ich lasse es jetzt schmecken. Der Liptauer ist fertig. Den habe ich jetzt ungefähr eine Stunde im Kühlschrank gehabt.
Habe ich ein schönes Brot, Butter, Bier, klar. Bier passt einmal am besten, Wein natürlich auch. Und ich würde sagen, das lassen wir so richtig schmecken. Also schön Butter drauf, ich liebe das. Man braucht da kein Butter drauf, jeder wie das mag. Wie gesagt, Salzstangen, Brezen, passt alles perfekt. Und ich werde es einfach einmal probieren. Ja, könnte sogar noch ein bisschen länger im Kühlschrank vertragen, es ist noch ein bisschen weich. Aber riechen fantastisch, knoblauchlastig. Ich mag es ein bisschen knoblauchlastig. Und ich würde sagen, das muss es schmecken. Leute, ich sage euch, schmeckt saugeil. Man schmeckt den Paprika durch, Knoblauch. Mein Tipp wäre, nehmt so ruhig ein bisschen weniger Salz. Also mich persönlich stört es jetzt nicht, wenn es ein bisschen salziger schmeckt. Aber ich würde sagen, ein Teelöffel Salz reicht locker. Also mein Fazit, macht es nach. Schmeckt sehr lecker. Kann es nur wärmstens empfehlen. Liptauer, ich habe das Rezept ein bisschen abgewandelt vom Herbe gegrillt. Schaut mal ruhig rein beim Herbe gegrillt. Ich habe das ein bisschen abgewandelt. Erstens habe ich einen Hüttenkäse hergenommen, er nimmt nur Topfen her oder Quark, aber ich mag es gerne mit Hüttenkäse. Also Liptauer gibt es verschiedene Varianten. Ich liebe meine Variante, schmeckt sehr lecker. Also wenn ihr Lust habt, macht es nach, probiert es aus. Euer Helmut, die JANKER FILMSCHMIEDE. Bis zum nächsten Video. Also, Prost! Heute gibt es ein schönes Rahmenbier bei uns in der Region, und alles was bei uns in der Region am Bier gibt, muss natürlich auch gefördert werden. Also ich lasse es jetzt schmecken, habe die Ehre, macht es gut, JANKER FILMSCHMIEDE, servus. Einfach unglaublich. Geil.